Aber ich glaube, das haben wir schon bewiesen, dass wir die starken Mannschaften ja besiegen können. Manchester United haben wir ja auch weggehauen. Wir sind Position 6 in der Tabelle. Jetzt müssen wir schauen. Chelsea spielt gegen wen? Gegen Wigan Athletic. Gut, das muss nichts heißen, dass wir ein leichtes Spiel haben. So, Kabay ist da in der Stammelf. So, die Herren dürfen in Rot spielen. Oscar ist immer nicht fit. Dann bleibt er daheim. Ryan Taylor ist auch nicht so in Form. Und Ben Arthur los wir eigentlich spielen. Ja, dann können wir spielen lassen. Ja, und Ronaldo ist auch wieder fit. War ja im letzten Spiel nicht dabei. Also wir sind jetzt, also ab jetzt Tabellenführer. 2 Punkte vor Chelsea. Denn die haben den lang ersehnten Fehler gemacht. Und jetzt müssen wir gerade noch den ersten Platz verteidigen. Und vielleicht machen sie ja noch irgendwelche Fehler. Das heißt aber, wir dürfen keine Fehler mehr machen. Sonst sind wir wieder schneller unten. Als wir meinen. Valencia. Was, Roberto Carlos? Gibt's den auch noch? Jetzt warten wir bei einem Unentschieden, warten wir immer noch Tabellenerster. Aber punktgleich eben dann. Ja, Vidic verteidigt da fleißig. Und die Gea ist da ziemlich sicher. Rooney, Valencia und Van Persie. Gut gemacht. Ronaldo. Das war nicht mehr so sicher. Ja, da bringen uns Nesken zur Strecke. Valencia, Nani. Immer noch Nani. Und der ist drin. Ja, der ist drin. Da haben wir den Dribbler zu wenig verteidigt. Schauen wir uns nochmal an. Gut, da kann ich ja nicht mehr so einsteigen. Strafraum eben. Da ist er vorbeigekommen. Und da hat er auch ziemlich leichtes Spiel mit den anderen Verteidiger. Und somit führt Manchester United. Das war natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass wir verlieren. Dann warten wir nämlich wieder
unten. Nani. Ach so, Sporting. Ach, der war im Abseits. Ja. Ist mir fast lieber gewesen. Nicht, dass da irgendwie noch ein zweites Tor irgendwie rausspringt. Ja, das gibt die GW gegen Neskens. Weil er gerade Fletcher umgelegt hat. Und wir merken schon, Manchester United später um einiges besser als wir. Und spielen recht rabiat, ne? Die verteidigen da mit Hand und Fuß was haben. Gibt Ecke. Die zweite schon. Van Persie, Rooney. Und Fafan hat jetzt der Platz. Aber der muss sich den auf dem rechten Fuß legen. Sonst treffen wir nicht wirklich. Und da waren wir wieder, da war uns an den Weg. Ja, Halbzeit, wir liegen hinten. 0-1 durch ein Tor von Nani, der da im Alleingang durchmarschiert ist. Wir müssen da etwas draufsetzen. Und ich glaube fast wir wechseln. Denn Ben Arfa gefällt mir da gar nicht. Wir machen mal den eine. Moment mal. Scher ist auch nicht schlecht. Und schnell ist er auch. Und hoffen, der bringt uns was. Denn wir brauchen mindestens ein Tor. Damit wir zumindest Erster bleiben. Dann warten wir nämlich punktgleich. Aber warten Erster wegen der besseren Tordifferenz. Ui, da. Riesenchance für Manchester. Ah, der geht aus. Scheiße. Und die wollen wirklich uns da kaputt machen. Das war die nächste Chance durch Valencia. Jetzt gibt's Ecke. So, Krulhoden. So nicht, mein Freund, gell?
Ja, Vidic, der ist ganz schön unfair da hinten. Der hat auch gerne seine Finger am Mann, ne? Und rempelt und haut um sich. Jetzt müsste jetzt gerade nochmal der richtige Pass kommen. Schon wieder der Nani, den können wir nicht aufhalten. Ja, Neskens haut ihn ins Tor aus. Achso, es war abseits. Ist natürlich auch nicht immer die beste Lösung, wenn wir den immer so ins Tor ausklären. Ja, dann die anderen Stürmer ober. Van Persie geht Wickert. Und Ashley Young kommt. Ja, der Schiedsrichter zimperlich, wissen wir ja. Nächste GB gegen Coloccini. Und die nächste Torschance, ich glaube, das wird nichts mit einem Ausgleich. Wir schießen doch kein Tor mehr. Denn wir sind ziemlich hinten beschäftigt mit Verteidigen. Und die schießen aus jeder Position, wo es irgendwie, ja, wo sie irgendwie gerade am Ball erwischen. War wieder nix. Ronaldo. Tja, da ist doch. Und es war kein Abseits. Das hätte ich schon gemeint. Also, Dembaba. Wie immer unser Glücksbringer. Wenn einer trifft, dann der. Aber da war Ronaldo mal ungedeckt und hat da durchflitzen können. Und hat da sauber querlegen können. Jetzt sind wir doch, jetzt schaut es gleich wieder anders aus. Und wir haben sogar noch Zeit, da haben wir vielleicht noch länger. Also an das müssen wir ja auch denken. Jetzt bin ich überlegen, Neskens, dann wir den vielleicht aussah. Das machen wir mal. Henderson ist ja auch nicht schlecht. Aber ich mag keine rote Karten unbedingt außer provozieren. Oh, Abseits. Genau, Rooney war vorne im Abseits. Das war schon die richtige Position gewinnen. Aber ist noch blockt worden. Ja, Kabay war es mit Gewalt. Jetzt glaube ich, spielen wir nach unserem Tor spielen wir einiges stabiler. Denn jetzt machen die anderen auch mehr Fehler.
Ja, Kabay mit der nächsten Chance. Und es gibt wieder Ecke. Jetzt müssen wir mal gerade mal Ecke machen. Ja, Santon geht auch noch gelb. Das war, wer war das? Ashley Young, den wir dann umgelegt haben. Freistoß Büttner. Ja, nächste gelbe. Und diesmal für Fafan. Jetzt haben wir schon ganz gut bedient, ne? Mit gelben Karten. Ja, Roberto Carlos ist doch... Das ist bei dem ganz normal, dass er draufhaut. Dafür war er ja ziemlich bekannt für seine Freistöße. Kämpft die durch. Ashley Young. Share. Und das war Foulspiel an Ronaldo. Und einmal können wir noch wechseln. Jetzt bringen wir Texera. Scheiße, da steckt keiner. Und Dembaba kann sie durchsetzen, jawohl. Und Ronaldo, das war ja die Chance gewinnen. Wenn er den nicht verloren hätte. Jetzt aber die Chance für Manchester. Aber ja, bescheiden. Büttner. Und jetzt gibt es endlich die rote. Lang haben wir drauf hingearbeitet. Ja. Santon und damit im nächsten Spiel gesperrt. Aber ich glaube, irgendwann war es fällig. Aber wir können letztendlich immer froh sein. 1-1. Wir verteidigen zwar unsere Führung. Also die Tabellenführung. Sind jetzt aber, wenn Chelsea gewonnen hat, und das haben sie auch, punktgleich. Ach, die haben doch die bessere Tordifferenz. Scheiße. Das heißt, wir müssen noch mehr Tore schießen. Gut, die haben nicht viele Gegentore. Wir sind ja so, ja, so eine ziemliche Torfabrik. Und haben schon 40 Gegentore.